die Botschaft des Verstorbenen verstehen können, sind auch die Träume vom Verstorbenen. 那另外有一个地方让我们可以更了解这个过世的亲友留下来的讯息，那就是透过梦境。Ich möchte nur ganz kurz etwas sagen über Träume, weil das letzte Mal haben wir hier ausdrücklich über Träume gesprochen. 那神父只要先就是简短的讲一下有关梦到过世者的这个部分哦，因为上次在花莲在门诺医院已经讲过比较多有关梦境的完整的提到过。Es gibt Träume, in denen der Verstorbene einfach nur da ist. Wir wissen, er ist gestorben, aber er ist einfach da, er lebt nicht vielleicht, aber er sagt gar nichts. 那第一种梦到过世者的状况，就是说你梦到一个过世很久的亲人，然后他就出现在你的梦境里，然后他在梦境里面就是只是站在那边，那有可能微笑，或者就是站在那边。Dann bedeutet es einmal, er ist einverstanden mit mir und meinem Leben. 那有可能的意义就是说，第一个是这个过世的亲友，他们赞同或者接纳你目前的生活方式。Die zweite Bedeutung folgt jetzt, was hat er dargestellt und wie weit folgt ich das der Qualität für mein eigenes Leben. 那第二个意义就是说，或许你可以想想，你是不是在现在的生活的阶段当中，你正需要这个过世的亲友的某种的生命特质或人格特质。Aber wir müssen diese Träume eben auch richtig verstehen, und da gibt es manchen Aberglauben. 那么，但是我们对于梦到过世亲友这件事情，一定要有非常谨慎的去理解它，因为这样的梦有很多的迷信的解释在里面。Eine Frau erzählt mir, ihr Vater ist gestorben. 有一个女士跟神父讲一个梦，就是这个女士的那个父亲过世，已经过世了。Und sie hat geträumt, er hat einen ganz zerrissenen Mantel an und es geht ihm schlecht und der Kopf ist auch kaputt. 然后这个女士就梦到她的爸爸。这个梦中呢，她爸爸呢，穿着一件破破烂烂的衣服，然后手里拿一个破烂的皮箱。Und sie hat den Traum selber so gedeutet, der Vater irrt noch irgendwo im Universum herum, er ist noch nicht angekommen. 然后呢，这个女士自己就解释这个梦说，这梦境的意思好像是说，我的爸爸呢还在这个像孤魂野鬼一样到处的游荡，还没有到天主那里，还没有到上帝那里。Ich habe gesagt, das bedeutet der Traum ganz sicher nicht. 神父就跟他说，这个梦的意思绝对不是这个意思。Wenn es dem Vater im Traum schlecht geht, heißt, die Beziehung zu ihm ist noch nicht aufgearbeitet, ist noch nicht gut. 那么神父就跟这个女士说，你梦到你的父亲的状况不是很好，那个意思就是其实是象征着你要去想想，是不是你跟你的父亲之间的关系不好，还没有得到解决，还没有得到澄清。Der Traum ist also die Einladung, eine Beziehung zum Vater nochmal anzuschauen und manches da zu versöhnen. 所以这样的一个梦呢，是在邀请你去再思考一下，说你跟你父亲之间的关系有没有哪些还不能澄清的，就还没有解决的。Es gibt andere Träume, wo der Verstorbene sein Wort sagt. 那有时候呢，我们会在梦境里面梦见过世的亲友跟我们讲一句话。Ich kann mich erinnern an manche Träume, wo mein Vater mir nur ein, zwei Worte gesagt hat, vertraue, es geht gut weiter. Das war in Krisensituationen, da haben mir diese Worte ganz viel geholfen. 那神父自己的经验是，他有几次在那个危机的一些状况，就是自己心里自己面对生命上面的危机的状况的时候，他就梦见他的父亲在梦里面，然后跟他讲说，要有信心，一切都会变好。那像这样的一句话，其实就可以帮助他去面对他当时的那种危机的情况。Es gibt nicht nur Träume, wo der Verstorbene sein Wort sagt, sondern es gibt manchmal auch Erfahrungen. Wir haben vorhin von Visionen, Träume gesprochen, manchmal gibt es einfach innere Erfahrungen von Verstorbenen. Zum Beispiel, ein Mitbruder erzählte mir, der Vater ist im Krieg gefallen. 那神父要说，他现在讲说，接下来我们前面是讲说，过世的亲友在梦中跟我们讲话，讲出一段话。那另外一种状况是，你觉得这就很像我们刚刚前面讲的，就是很像说，介于事实，你感受到的介于事实跟图像之间的那种感受。那所以我们在梦中呢，会梦到说，好像经验到这个过世的亲友一样，跟他有一些什么经验，就是经验到这个过世的亲友。Die Mutter war mit den Kindern im Luftschutzkeller in einem Haus in Wrack. Der Mitbruder erzählt, der Vater ist im Krieg gestorben. 好，那神父有一位弟兄呢，就讲一个
第二次世界大战的时候过世。Die Mutter war während des Krieges bei Bombenangriffen in Freiburg mit den Kindern im Luftschutzkeller. 那么他的母亲呢，就当时呢在那个轰炸的时候，他们住弗莱堡，然后在轰炸的时候，他的母亲带着孩子就是躲到那个地下室去，防空洞去。Da ist auf dieses Haus eine Bombe gefallen. 那后来呢，这个房子就他躲的那个地下室的那个房子呢也倒塌了。Die Familie musste sich durchwühlen durch den Schutt. 那后来，所以他就必须。Die Familie, die Mutter der Kinder musste sich durchwühlen durch den Schutt, ja. Durch den Schutt. 那所以呢，后来当那个空袭过后，那这个妈妈呢就必须再带着孩子从这个灰烬当中，这个轰炸灰烬当中呢走出来。Auf einmal hörte sie die Stimme des verstorbenen Vaters: Stopp. 那突然间呢，这个妈妈呢就听见他那个父亲的声音说：“停，不要走。” Und sie ist stehen geblieben. 然后呢，这个母亲就因为听见那个声音就停下来。Dann hat sie gesehen, wenn sie einen Schritt weitergegangen wäre, wäre sie in den Abgrund gefallen. 然后这个妈妈就发现，停下来之后才发现说，如果她再往前踏一步，她前面就有一个很大的坑洞，她可能就掉下去，他们就会死掉。Es gibt solche Erfahrungen, die nicht nur Träume sind, sondern ja, es war wie eine reale Erfahrung. 那所以有时候呢，这样的梦到，提到这个梦到过世亲友的讯息的时候，这样也算是一个梦境，就是说它不是出现在你睡觉的时候，但是它是出现在说，很像你跟他在某一个场景上面，你经验到他的出现。Gut, der vierte Schritt ist, eine neue Beziehung zu sich selber, zu Gott und zum Verstorbenen aufzubauen. 那第四个悲伤的阶段，就是说，我们必须在这个悲伤的第四阶段里面，重新建立跟这个过世亲友之间的关系，然后透过他的过世，也重新建立你跟你自己的关系，重新建立你跟上帝、跟天主之间的关系。Der Tod eines lieben Menschen zwingt mich, über meine eigene Identität nachzudenken. 那这一个过世的亲友的过世，其实也帮助我们再重新去思考我们自己的定位是什么，我们的自我认同是什么。Und der Tod zwingt mich, eine neue Beziehung zu Gott. Wer ist dieser Gott, der trotzdem meinen Mann, meine Frau, mein Kind hat sterben lassen? 那这样子一个你的亲友这个伴侣的过世，特别是伴侣过世，也是可以帮助我们重新去思考，你这个伴侣过世了，那么你跟上帝之间的新的关系又是什么？ Und wir sollen eine neue Beziehung zum Verstorbenen eingehen. 然后你也必须重新建立跟这个过世的亲友之间的关系。Der Verstorbene kann ein innerer Begleiter sein. 那我们可以把这个过世的亲友当成我们内在的一直的陪伴者。Zwei Beispiele. 举两个例子。 Die Frau hat den Mann begleitet. Der Mann hatte ein Geschäft. Der Mann hatte Krebs und sie hat ihn begleitet. 有一个女士呢，她的状况下有一个女士，那她的先生呢已经是临终的状况了。那这个她的先生呢有一家公司就做生意的，那么这个太太呢在临终的时候还一直陪伴着她先生。Und der Mann hat sie gebeten, das Geschäft weiterzuführen. 那在她先生因为癌症要临终的时候，也拜托她太太说，帮她继续照顾这个生意。 Die Frau sagt ihm, aber da musst du mir helfen, denn ich habe keine Ahnung vom Geschäft. 那后来这个太太就是在陪伴当中，就跟她先生说，我可以帮你照顾你的生意，但是你要答应我，你会陪着我。Die hat das weitergeführt. 然后呢，这个太太就继续，在她先生过世之后，就继续照顾她先生的生意。Und immer wieder erfahren, dass der Mann die den Impuls gegeben hat, mach das jetzt, mach das jetzt. 那么这时候呢，他太太在后来继续照顾他先生，继续帮他先生做生意的时候，就经常会感觉到说，他先生有给他一些建议，在内心陪伴他，那帮助他这样子。Diese innere Begleitung ist ganz wichtig bei Ehepaaren, dass ich das Gefühl habe, ich bin nicht ganz allein. Der verstorbene Partner begleitet mich weiter mit seiner Liebe. 那特别是在那个伴侣过世的一个情况下，这种成为内在的陪伴者这样的一个重新的关系是非常重要的。那表示说，他并没有就这样子就走了，而是他在你的生命上还是继续的陪伴你、帮助你。Ein anderes Beispiel. 另外一个例子。Ich
神父也开很多的课程，那种悲伤陪伴的课程呢，是给那个失去孩子，就是孩子过世的家长。那么有一个女士，她来参加这个课程。这个女士呢，她怀孕5次，但是5次呢都自然流产，就流产掉了。那这当然是一个非常大的悲伤。那么过了几年，这种就是经历过这悲伤的处理过，经过几年之后，那这个女士就说，那这个女士呢，她是一个画家。那她是带着那个身心障碍的孩子一起学画画。那这个画家，这个太太很有意思，就是她呢特别能够接近到这个这些小孩，教这些小孩画画，特别得心应手。那比其他的这个老师呢都更能够接近孩子。那这一个太太，这个老师，她处理过她的悲伤之后，她就可以，她就跟自己，她就认为说呢，她是这样看的，就是说，她的失去了这5个小孩，流产掉了5个小孩，那给她特别的力量，让她特别的能够去帮助孩子，去了解孩子。那么，如果你能够在内心去感受到这个过世的亲友用各种不同的方式继续陪伴着你的话，那就表示这个悲伤呢，有大部分都已经处理了。那最后一个部分呢，神父要提到，我们可以透过一些仪式，具体的仪式来陪伴生病的人或者是悲伤的人。这对于陪伴生病的人或悲伤的人都可以运用。那第一个陪伴生病的人的仪式，当然就是祈祷或者是祝福。但是很重要，就是当你要为他们祈祷或祝福的时候，一定要问对方的意思，就是我要替你祈祷或为你祝福，那你愿不愿意？那么所谓的祝福呢，也是说去触碰这个人，然后让他感觉到内在的亲近跟你的亲近。那第2种仪式就是送给这个生病的人呢，可以有一个具体的东西，例如说一个十字架，或者是一个天使。那么当他手里这个病人手里握了这个天使或十字架的时候，他就知道说他不是孤单一个人的，耶稣基督呢是在陪伴他的。有一个女士呢，她被诊断说得了非常严重，而且是急性的脑癌。那医生跟她说呢，她最多只能活6个月。那这个女士就来找神父，希望神父帮她祝福一个十字架。那这个女士呢，就把这个祝福过的十字架每天晚上握在手里，那隔天早上起来，这个十字架还是紧紧在她手里。那么这个女士呢，后来又多活了4年半。那这个女士就觉得说，她一直把这个握在手里的十字架，她就感觉到说，这个十字架真的是她的救星。那另外一个就是天主教的圣事之一，就是为病人敷油。那其实，在德国有很多新教的牧师，他们现在也开始来使用这种为病人敷油，它不是圣事，但是他就把它当成是一种陪伴病人的仪式。
Angestellte in der Verwaltung bei uns, Architekt selbst, und bat mich, die Krankensalbung der Familie zu geben. 神父他们修道院的那个办公室的地方呢，就有一个女士，她得了肠癌末期，然后他就请神父说到他家里去为她做这个敷油的仪式。Das Ritual beginnt ja, dass alle schweigen, die Hände auflegen, auf den Kopf, auf die Schultern, auf die Arme. 那神父这个仪式是这样做的，他邀请他的家人，这个女士的家人呢，一起在这个床边，然后在静默当中，然后把这个手呢，把他们的手放在这个女士身上的各个不同的地方。Da entsteht so eine große Nähe. 那这样的一个动作，其实就已经表现出一种彼此的亲近。Und danach dem Lesen eines Textes, eines Evangeliumstextes und einer kurzen Ansprache. 然后神父就念一段福音书的经文，然后做简短的解释。Werden dann die Hände ganz gesalbt. 然后呢，神父就把那个圣油敷在这个女士的手掌上。Das hat den Sinn, die Kranken zu stärken in der Krankheit und verheilen. 那我们呢，一方面可以想，就是这个圣油是在支持或者让这个女士在这个生命当中更坚强。那我们也祈求她会获得医治。Und ich habe dann alle eingeladen aus der Familie, in diese gesalbten Hände ein Kreuzzeichen und eine Bitte, eine König zu sprechen. 然后呢，接下来神父就邀请他的家人呢，在这个女士敷油的手上，每一个人轮流画一个十字圣号，然后画的同时呢，就为这个女士说出，或者为她妈妈说出呢，他们的祝福。Die Frau hatte 3 Kinder, eine Tochter und 2 Söhne. 这个女士呢有3个孩子，一个女儿，2个儿子。Die beiden Söhne, 18 und 20 Jahre, wussten, dass die Mutter krank war. 那他的2个儿子，一个是18岁，一个20岁。然后这样大男孩呢，他知道他妈妈已经生病，而且快要过世。Aber sie konnten nie mit ihr darüber sprechen. 但是呢，他们都不敢跟他妈妈，也没有跟他妈妈讲到这个过世的事。Aber als sie das Kreuz in die gesalbten Hände der Mutter bezeichneten, da konnten sie ganz persönlich der Mutter danken für alles, was sie getan hat und bitten, dass sie gut zu Gott kommt. 然后就在这个他们帮妈妈手上画十字圣号，然后讲话的时候，那这2个男生，这2个儿子就很自然的对妈妈说出他们对妈妈的祝福，他们对妈妈的感谢。Die Rituale sind der Ort, wo Gefühle geäußert werden, die sonst nie geäußert werden. 所以仪式它其实是可以帮助我们表达出平常表达不出来的情感的。然后接下来是要讲是有关悲伤陪伴的仪式。Wir haben durch die offiziellen Rituale, die Beerdigung, die kirchlichen Rituale, die große Hilfe sind. 那当然，教会里面最正式的悲伤陪伴的仪式，就是透过告别式、告别弥撒。Aber es braucht auch persönliche Rituale. 那当然，除了这个公开的仪式之外，我们还需要一些个人性的悲伤陪伴仪式。Bei uns im Kloster ist ein Ritual, dass wir am Abend der Beerdigung eine Erzählrunde machen, erzählen von den Mitbrüdern. 那在神父他们修道院里面，如果有弟兄过世的时候，那么在那个丧礼的那个晚上，他们就会一起谈谈这个弟兄的事情，一起来讲这个弟兄的故事。Und 30 Tage steht am Platz im Speisesaal bei ihnen eine Kerze. 那么也在那个他们就是说，如果弟兄过世，他们也会在他们那个餐厅，他们餐厅每一个修士有固定的位置，就在那个过世的修士的位置上面，他们就会点一根蜡烛，点30天。Und dann ist da nicht Grabbesuch, das Schmücken des Grabes ein Ritual. 那当然呢，扫墓啊，这样的也是一个悲伤陪伴的仪式。Manchmal ist der Abschied ja nicht so gut gelungen. 那有时候我们刚刚讲到说，有时候那个道别的那种那个时刻，并不是非常的成功，非常的好。Ich sage, es ist nie zu spät, Abschied zu nehmen. 那神父常对大家说，道别永远都不嫌晚。Bei den Trauerkursen lade ich die Menschen immer ein, einen Brief zu schreiben an den Verstorbenen mit all den Gefühlen, mit den Worten, die ich nie gesagt habe. 那例如神父在做悲伤陪伴的课程的时候，他也会有一个练习，就是邀请大家呢写一封信给这个过世的亲友，把所有的感觉都写在信里。Aber dann auch einen Brief des Verstorbenen nicht schreiben. 但是接下来就是说，你就站在这个过世的亲友的立场，给自己写一封回信。Man hat gesagt, es geht doch nicht, den Brief schreibe ich selber. 那有些人会说，这行不通啊，因为写的人都是你自己啊。Aber ich schreibe ihn
bekommen noch Worte, die aus der größeren Tiefe kommen. 但是你会发现说，这个回信呢，你在写的当时，它会产生很多你内在的那些深层的感受。Bei einem Kurs war eine Frau, deren Mutter gestorben ist. 那在这悲伤陪伴的课程，有一个女士参加的一个女士，她的母亲过世。Und da gab es viel Unversöhnnis zwischen den beiden. 那在这个女士跟她妈妈之间，其实有很多都没有和好的事情。Und in dem Brief an die Mutter hat sie dann eben all die Verletzungen aufgeschrieben. 那当然，在她这个女士做这个练习的时候，这个女士写给妈妈的信里面，当然写了很多的抱怨很多彼此的伤，她母亲对她的伤害。Aber im Brief der Mutter an sich selber 但是在那个母亲写给自己的回信里面， hat sie geschrieben, 那这个信那个女士自己是这样写的。 es tut mir leid, dass so viel schief gelaufen ist zwischen uns. 然后那个信就写说跟她女儿抱歉，就说对不起，我们之间的关系呢这么的不好，有一些事情并没有发展的很好。Aber du sollst immer wissen, ich habe dich geliebt. 那但是你一定要知道，无论如何我都是很爱你的。 Und das hat sie versöhnt mit ihrer Mutter. 那在这样一个过程当中，他就跟他的母亲和好了。 Manche meinen, Kinder sollte man weghalten von der Beerdigung. 那有时候有些人会认为说小孩子还小，不要让他参加告别式，不要让他接触这个悲伤。 Aber Kinder brauchen Rituale. 但是小孩子是更需要一些仪式来处理悲伤的。 Und Kinder können nicht rein rational oder emotional mit der Trauer umgehen, sie müssen etwas tun, was die Trauer verwandelt. 那孩子呢，他是不能够用理智或者用情绪上来处理悲伤的。孩子处理悲伤必须透过他们的行动去表达。 Sie müssen was malen, was basteln, was sie dann in das Grab werfen können. 那比如说，他们透过画画，或者透过做一些手工艺，或者透过在过世的人告别式的时候，在那个埋葬礼拜的时候，把东西丢到那个墓穴里。 Ein Beispiel. 举个例子来说， Mein Vater ist an einem Samstagabend beim Abendessen plötzlich gestorben. 神父的爸爸呢是在有一个星期六的晚上吃晚饭的时候，突然间过世的。 Meine Mutter rief meine Geschwister und ihre Kinder. 那神父的母亲就马上打电话给他的兄弟姐妹，让他们回来。 Johanna, die Enkelin, die war 5 Jahre alt, die hatte eine besonders gute Beziehung zum Opa. 那有一个孙女呢，5岁，她叫做约翰娜。那这个约翰娜呢，跟这个祖父的关系很好。 Sie hat ganz laut geschrien. 那一进门的时候，就开始很大声的哭叫。 Der nächste Tag war Sonntag. 那隔一天呢是星期天。 Und um 9 Uhr war übrigens der Gottesdienst. 那9点的时候呢，通常就是望弥撒的时间。 Den meine Mutter immer besucht hat. 那他神父的母亲都是在9点的时候去望弥撒。 Um 8:45 läutet die Johanna bei meiner Mutter und sagt, Oma, da du jetzt keinen Opa hast, gehe ich mal mit dir in die Kirche. 然后在8点45分的时候，这个小小的约翰娜就来按祖母的门铃，然后跟祖母说，祖母，因为祖父过世了，现在没有人可以陪你去望弥撒，以后都由我来陪你去弥撒。 Das Tun hat ihre Trauer verwandelt. 那透过这个行为，透过这个行动，这个小女孩转变了她的悲伤。 Ich möchte noch 2 Orte der Trauerrituale ansprechen. 那神父还在提到2个有关处理悲伤的这个仪式。 Der Suizid. 特别是比如说一个是做自杀，面对自杀的这样的问题。 Ich erzähle ein junger Mann, er mit seinen Freunden geht jedes Jahr beim Todestag seines Freundes, der von der Brücke gestürzt ist, an diesen Ort und zünden die Kerze an und sind still und erzählen dann von ihm. 有一个年轻人就跟神父说呢，这个年轻人会跟他的其他朋友，那因为他们其中有一个朋友是在一个桥上面跳下来死掉的，所以他们每一年呢，在他朋友过世的那一天，就会到那个桥上去，然后一起在那里点着蜡烛纪念他的朋友。 Kein soll verdrängt werden, sondern soll integriert werden. 那我们不应该把这种悲伤的这个事件呢，就故意把它排在我们的生命之外，而是想办法把它整合到生命里面来。 Schwierig ist es, wenn er in der eigenen Wohnung sich erhängt hat. 另外有一种自杀的状况，就是说有人在自己的家里面吊死了，上吊死。 Da ist dann ein Segensritual, dass man diese Räume neu segnet, dass sie verwandelt werden, dass diese negative Energie verwandelt wird
heilende Nähe Gottes. 那么在这个时候，对于我们这个住家去做一个祝福的仪式就很重要。通过这个祝福的仪式，来把这个负面的这种气氛，把负面的这种氛围可以去除掉。Das zweite sind Trauerrituale bei Abtreibung. 那另外还有一个就是针对那个堕胎的状况的这样的仪式。Zudem kommen immer wieder Frauen, die vor einigen Jahren abgetrieben haben, weil einmal große Schuldgefühle hoch. 有很多来找神父做辅导的女士都是有这样的问题，就是她们在之前曾经堕胎过，然后即使经过了一段时间，她们内心还是会有很多的自责、罪恶感。Sie wollen die Vergebung Gottes erfahren, das liegt auch in der Absolution. 那这样的女士，她通常都会希望能够得到赦免，所以神父也会给她们做一个赦免的仪式。Aber das genügt nicht. Ich rate das immer zu einem Ritual. 那么，但是这样的一个这个宗教上的赦免的仪式祈祷是不够的，所以神父还会给他们做一些仪式来帮助他们。Einmal dazu, dass sie dem Kind einen Namen geben. 第一个就是给这个被剁掉的小孩呢一个名字，还是要给他取一个名字。Dass sie auch wieder das Ritual noch einen Brief an das Kind oder einen Brief vom Kind an sich selber. 那第二个就是写一封信给这个死去的孩子，然后也站在这孩子的立场写一封信回来给母亲。Und dann können sie diesen Brief vergraben und im Garten oder in der Wohnung einen großen Blumentopf vergraben und darauf Blume oder einen Strauch pflanzen. 然后神父就会邀请这个妈妈呢，把这一封他们两封信，把它埋在不管是自己的花园里，或者用一个花盆埋在这个土里面，然后在花园里或在这个花盆就种花或者草也可以，植物也可以。Das Kind darf nicht verdrängt werden aus der Familie. 因为这样我们不应该把这样子被剁掉的胎儿就这样子很简单的排除在我们家里之外，好像当作没看见一样。Auch wenn es ganz klein war, ist es trotzdem durch den Tod ganz geworden. 那即使他是这么小，就死掉了，但是事实上他透过死亡，他还是可以在死亡当中，他后来还是得到整全的。Und ich lade nur auch mit eine neue Beziehung aufzunehmen, ein Teil von mir ist schon bei Gott. 那所以透过这样的仪式，是可以让这个妈妈感觉到说，你的身体的一部分呢，现在是到上帝那里去。Ja, auf diese Weise ist die integriert worden in ihr Leben. 然后也透过这样的方式，让这个孩子没有被排除掉，而是用一种新的方式整合到这个太太的这个妈妈的这个生命里面来。Ich möchte jetzt abschließen mit einem Ritual, 那神父要用一个仪式呢来结束这个上半场的演讲。 das ich bei Trauerkursen immer mache. 这是神父经常在那个悲伤陪伴的课程做的一个仪式，也可以说是练习。 Diese sogenannte Fantasieübung. 那这是一个想象的练习。 Ich sage nur, man versucht sich in der Fantasie einen Verstorbenen aus, der Ihnen nahe ist, einfach jemand, der Ihnen einfällt, Eltern oder wie auch immer, das können Sie selber machen. 那神父解释一下这个练习，然后等一下他会他会自己描述的时候带着大家做。这练习就是说，你现在在想象当中，你想一个你过世的亲友，不管是你的就是你最亲爱的，你觉得最想要想到他的这个过世的亲友。 Das eine ist das Emotionale, die sehr mitnimmt, aber viele erleben das als heilsame Übung. 那很多人通过这样一个想象呢，他是会感觉到说内在有一种内在的医治的力量的。 Es geht darum, dass für die Verstorbenen 3 Geschenke bekommen. 然后你就从这个想象，你所想象这过世的亲友的手上呢，你得到3件礼物。 Vor einigen Jahren mit den Leibern das auch gemacht und eine Frau, die war ganz traurig über den Tod ihres Mannes, erst kurz vor kurzem. 2年前，在2年前呢，这个神父曾经在台北，我们也是有一个这样的演讲，那他有带这个练习，然后在这个演讲里面有一个太太，一个老太太，她就是本来来的时候很难过，她练习之后后来她分享，后来的时候难过，因为她先生刚过世，然后她一直走不出来。 Aber dann hat die Übung dem Mann 3 wunderbare Geschenke gegeben und da war die Frau wie verwandelt. 然后透过这个想象练习里面，这个太太有说，她先生呢在里面送她3个礼物，然后她就透过这样的一个想象，她就把那个对她先生这些悲伤呢转化为对她先生的感谢。 Wenn ich diese Übung mache, sagen manche Männer, das kann ich nicht, da gibt es keine Fantasie. 那有时候呢，神父带这个练
einfach nach, das ist auch gut. 啊，那神父说，如果你没有办法用那种想象的方式的话，那你就仔细的去用理智的方式去思考，这样也是可以的。Vielleicht kommen Ihnen auch gute Gedanken. 其实理智的思考，说不定你还是可以想到一些东西。Gut, ich will Sie einladen, jetzt die bequem hinzusetzen und die 然 Augen 后 zu schließen. 现在神父让大家呢能够找一个好的姿势坐着，然后眼睛闭起来。 Stellen Sie vor, 那请你想象， Sie gehen einen Lieblingsweg von Ihnen, gehen langsam spazieren. 你想象你走在一条你最喜欢走的散步的路上，那你就慢慢的走。 Sie setzen sich nicht unter Druck, Sie gehen ganz langsam, 那你没有走得很匆忙或压力很大，而是你慢慢的走， genießen die Umgebung. 你享受的周遭的环境。 Und da spüren Sie, dass von weitem her, vom Horizont her eine Gestalt, eine lichte Gestalt, einem hellen Gewand Ihnen entgegenkommt. 那你就想想，在最远的地方，就走来了一个人，他穿着一件白色的衣服。 Das ist einer der Verstorbenen und überlegen Sie, wem möchte ich begegnen. 那他就是一个你过世的亲友。那我们现在你就想象说是一个你想要遇到哪一个过世的亲友。 Dann kommen Sie einander näher. 然后你们越走越近， Sie kennen das wohlwollende Gesicht des Verstorbenen. 那你感受到这一个过世亲友的脸上的笑容，非常温暖的表情。 Das sind Leute, die Ihnen Frieden, Liebe entgegen. 然后他充满了平安，充满了爱。 Sie verneigen sich voreinander, ohne dass Sie miteinander sprechen. 那你们两个都不要说话，是沉默的，然后彼此鞠一个躬。 Und dann holt der Verstorbene aus seinem Rucksack nacheinander ganz langsam 3 Geschenke. Warten Sie, lassen Sie die Geschenke von alleine kommen, eins nach dem anderen. 然后呢，你就想象这个过世的亲友，他从他的背包里面拿出3件礼物来送你。那你只要让他很自然的产生这3件的礼物，然后就是像灵感一样，他会跳3件礼物，一件接着一件。 Das ist einfach 2 Minuten Stille, dass Sie ganz langsam eins nach dem anderen kommen lassen. 然后给大家2分钟的时间，很自然的，你会心里浮现哪3件礼物。 Dann können Sie langsam auch das Geschenk an sich nehmen und gehen dann mit den Geschenken den Weg weiter. 然后你就很感谢的收下这3件礼物，然后继续往前走。 Verabschieden Sie von der Person. 然后你就跟这个
亲友道别。 Gehen weiter und spüren, wenn ich mit diesen 3 Geschenken an den Weg gehe, wie geht es mir dabei? 那么你就开始默想经验，说，如果你带着这3件礼物继续走在你的人生路上的时候，那你的人生会是怎么样？ Fühle ich mich wirklich beschenkt, bereichert durch die Verstauung? 那你就会感觉到你真的是受到这个过世亲友的一个他的陪伴，然后他的赏赐，他所赐给你的。 Ich habe mich in Berührung gebracht mit der Weisheit meiner eigenen Seele. 你也可以用这样的方式接触到你内在的内心的智慧。 So kann ich voll Vertrauen meinen Weg weitergehen. 那你就可以相信说，你带着这3件礼物，你可以很自在、很快乐的走在你的人生的道路上。 Gut, dann können Sie gerne Ihre Haut wieder öffnen. 好，请把眼睛张开。 Ja, den Jubel ist ja noch wieder vorstellen. 那我就介绍几本刚刚神父提到的书籍哦。比较主要的书籍呢是这本《告别悲伤与安慰》，那这个是有关悲伤陪伴的序列手册，就是神父比较把它写的实务性，如何陪伴临终的人或者是悲伤的人。那里面有一些仪式帮助我们，就是神父讲这些仪式，这一本里面也都有，所以可以作为这个大家在做悲伤陪伴者的或者教会关怀者的训练。那另外一本呢，就是病痛与医治。那这一本就是刚刚神父讲的内容，陪伴生病的人。那也是一样，是一本实务的这种训练，或者是去提示如何陪伴病痛的人的这个手册。所以里面就是神父有写一些练习跟一些默想，那大家可以做那个个别的训练。那这边写增订版的意思呢，就是说我们让大家记得，我们之前是有一本这样的书，但是它是礼物书，就是它是神父写了20个给病痛者的祝福。那么后来就把2本并成1本，所以这一本里面除了那个被病痛陪伴的这个方法之外，还有就是加上那20个给病痛者的祝福这样。那这一本也一样，这本本来也是有一本叫做《陪伴一生的安慰》，你怎么不见了？后来又再版。因为这本是彩色的书，它叫《陪伴一生的安慰》，它是专门作为礼物书送给悲伤的人。那因为其实我们出版社有3本这种礼物书，就是专门就是让人家当礼物送的，因为我们都是写神父，就是写的比较简短，然后有照片，所以是一个全彩的书籍，让大家可以在一边阅读的时候，然后透过图像这样。然后这本是陪伴一生的祝福，然后另外有一本是幸福相遇的25种态度。那这2本其实很多人会买去送给那个年轻人，因为这一本是有关关系的，就是人际关系的幸福相遇的25种态度那怎么跟别人相处？那另外一本就是等一下会讲的祝福，怎么样祝福别人？那神父也写了20个有关人生境遇当中的各种祝福，比如说希望给大家有勇气的祝福，或者是和好的祝福，或者是这个内心平静的祝福，总共20个，所以这个也是一本礼物书，当成祝福的书。然后呢，另外有一本是陪伴一生的安慰，那这一本也是礼物书，也是彩色的。那这一本呢，就是神父也是写20几个给那个失去亲友的家属，他可以自己看的，所以这是针对于悲伤者本人，所以就是让大家可以去送给那个悲伤者这样子。好，那这一本呢？原因有点小复杂，其实就是因为做这种礼物书呢比较贵，真的贵很多，因为它是彩色的，所以我们曾经把2本停版掉，就是不做礼物书，那就把它变成这种瓶装书。结果后来我也不知道为什么，有很多读者打来说他们想要送人，然后找不到那个书了，就一直叫我们说再出版。然后我们后来就想说，考虑很久，因为其实它成本比较高嘛，然后又不能卖很贵，台湾人你就不能卖那种送人家礼物，你卖那么贵，人家不会买，所以你不能卖很贵，所以它变成说它真的是属于利润很低的一种书，所以我们就把它停版掉。结果大家又来说，这礼物很好送，又要，结果后来我们就想了，又出了，所以呢，这个陪伴一生的安慰变成
对基督宗教、天主教、基督教怎么样面对死亡，可以从怎么样的角度来看死亡这件事。那特别是它有针对天主教的这些部分，比如说炼狱的部分，或者是我们所谓的天主教会有一个，就是说去为死者奉献几台弥撒这样的一个仪式。那有时候这样的仪式会受到误导或者是误解，那么神父其实有去说明这个仪式的意义。那特别讲到炼狱这样的一个观念，其实对天主教徒本身，我想是一个很有帮助的澄清你们信仰的一个方向。那除了这个部分之外，其他部分都是新教、天主教都是共用的，就是神父用圣经的图像来讲说，跟圣经里面相关、跟死亡、审判有关的。所以这一本是《生命终点的盼望》。然后另外有一本是看见苦难中的盼望，这一本是去年那时候地震完之后，台南地震完之后，我们决定出版的。其实这本德文版比较早就出了，只是我一直没有选，因为我觉得华人世界出这种那苦难的书就买的人很少啊，大家都不喜欢买那个苦难的书。可是那一阵子真的太多的苦难在世界上，不管是什么恐怖攻击啦，这个自然灾害啊。所以我们觉得基督徒在面对这些问题的时候，尤其是我们是少数，我们经常就会被别人提出质疑，就是说，你们上帝很慈爱啊，那你们怎么看？为什么会有苦难？所以我们在做陪伴的时候，一定会被碰到问苦难的问题。所以我后来就是出了这本书《看见苦难中的盼望》，那就是简神父在谈，就是从神学、哲学还有灵修上面，怎么样来面对苦难？那苦难要怎么去解释它的意义是什么？然后另外有本不是神父的书，但是神父辅导的一个就是我们台湾讲的礼仪中心葬仪社。那这个葬仪社很特别，是他的那个他的老板是一个天主教徒，很虔诚的天主教徒。那他已经过世了。但是他写这本书的时候，当然他写的时候还在。那他写这本书呢，他是把那个礼仪中心，就是他跟神父一起，神父辅导他们做，那他们用很特别的方式去规划，就是这个过世帮人家规划的告别式，然后都是按照他会去想说这个人在世的时候是什么样子，那这个人在世的时候他需要别人用什么方式跟他告别，那他的亲友可以用什么样的方式跟他做特别的一种告别，让彼此都能够感觉到内心的疗愈。所以他是把那个悲伤陪伴跟这个告别仪式结合。所以这本书叫在爱与世上希望中道别，它提供了大概20几种告别式的设计方法，那真的蛮特殊的，而且也结合了美学，结合了各种不同的音乐音乐啊、艺术啊都有在这本书里面。如果有兴趣的朋友，这本真的可以参考。然后还有一本是跟大家说，就是这本《乐活以法力要重新》，这一本是神父写给陪伴长者的。我们现在在讲长照事工，那教会如果要投入长照事工的时候，我们经常想一个问题：那你跟坊间那一些其他的机构所提供的长照事工有什么不同？不然你为什么要做？只是为了赚钱吗？其实赚不到什么钱。那我们为什么要做？那所以我们应该有一些心理的提供的方式。所以其实因为长老会最近也一直，我们也在推长照事工的投入。那很多其实政府都在希望说我们教会不管天主教、基督教可以多投入，因为他们知道我们所投入的品质不是为了赚钱，我们投入品质还有很多是在顾及身心灵的这个部分。所以我觉得这是一本很好的做老年陪伴的书哦。那这一本要跟大家介绍的原因是这样。我们提供一个特惠，它只有2折，但是呢，所以就是如果你们有医院或者是有做长者陪伴的，就是大量的购买的，我们有一个版本有提供2折，现在卖完我们没办法给大家看。那个版本为什么会2折呢？就是因为我那时候第一版印的时候呢，印下来才发现我们选的那个字的颜色有点红。所以读起来我们会觉得，对有些读者来说，它不是一个这么友善的颜色。说红，大家就我不知道有没有人买到那个2折那一本，可以给大家看一下。反正有没有在这边？还在吗？知道。可不可以给大家看一下那个颜色？它就是就是我们那时候选错颜色了。印完之后我们才看到，看到之后我们觉得不要那颜色，因为这样卖出去对大家不好。所以后来我们把它整批都收回来，大概有1000本。然后收回来之后，谢谢。收回来之后，我们就觉得要把它留着又很可惜，因为放在那里，它其实
你如果是机构，然后会觉得说，哎，其实这个也没有很难读，啊，就变成1本30块就对了。那但是不能买一个黑字哦，是买这个版本的，哦，是这个版本的。那你可以来尝